Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Heute gucken wir uns mal Doomland Blaster an. Doomlands. So, Euse 2069. Und der ist genauso alt. Also minus was weiß ich wie viel Jahr. Das könnt ihr euch selber ausrechnen, weil das ändert sich sowieso je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Jetzt habe ich gedacht, ich habe ihn abgestaubt. Ja, Schlamperle halt. Ja, das habe ich abgestaubt, aber nicht in dem guten Licht. Aber die zwei habe ich euch schon vorgestellt. Ich meine, das ist das mit dem Hämmerle. Das ist, und der Lahrbringer, das ist dann mit 12 Schuss sind es, glaube ich. Und dahinter nochmal 12 Schuss. Das ist dann ganz praktisch, wenn man da vorne gefeuert hat. Und das ist immer noch, ja, also von der Ergonomie her einer der coolsten. Oder einer der besten Heberless Blaster. Oder nein, nicht Hebele, Hammerless Blaster. Hammerless Blaster ist das. Und dann haben wir dann der Vagabond zum Bomben. Das ist, ich finde die Blaster sind einfach von der Optik her cool. Also wenn man die Seite ausschaut, das sieht halt einfach cool aus mit dem Sichtfenster. Dem Ganzen. Und das ist halt, also das ist schon schöner Blaster. Also vor allem mit dem Griff hinten und allem. Und das ist auch ein recht cooles Blasterle. Also das ist schon schwer in Ordnung. Und auch die andere Seite, also ich finde es ganz gut, dass es nicht auf beide Seiten transparent ist. Und es hat den Vorteil, weil der transparente Kunststoff halt ist jetzt nicht unbedingt, so meiner Erfahrung nach, ist es nicht das beste Material, was so Lebenserwartung betrifft. Also das ist halt, ich glaube, recht sprödes Material noch. Und von daher, das ist dann auf der anderen Seite, ich glaube, von Stabilität besser, wenn das nicht klar ist. Und sind halt doch Blaster mit Federle. Oh, das liegt jetzt auf dem Boden. Ja, und ich glaube, die haben wir schon vermessen. Das können wir noch mal. Wollen wir noch mal kurz vermessen? Ja, komm. So viel Zeit haben wir. Vermessen wir bei jedem 3 Schuss. Ich erwarte jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber einfach, weil es hier so Spaß macht. 18,5. 20,5. Und 19,5. Macht der Durchschnitt von 19,5. Das war jetzt, das hätte ich sogar im Kopf hingebracht. So, dann, da drauf drücken und dann geht man rein und bestätigt und damit geht man zurück. Bin noch ein bisschen. Und ich habe noch einen anderen Blaster von der Reihe, den zeige ich dann nachher gleich. 20,7, 20,8 und 19,9. Macht den Durchschnitt 19, nein, macht den Durchschnitt 20,4. So jetzt. Räumen wir die Pfeile wieder auf. Das war ganz gnädig, da ist es bloß einer nach runter gefallen. Den drehen wir nach runter, dann sehen wir nicht. Dann sieht es aufgeräumt aus. Machen wir hier genauso. So, und dann schauen wir uns dann kurz Spannungsbogen aufrechterhalten. als ob das ein Ingenieur könnte. Ja, und da haben wir der dritte Blaster in der Runde. Das ist die Longarm. Absoluter Schmarre. Aber sieht halt einfach hübsch aus. Also. Und ich finde halt, also das orange Sichtfenster in Kombination mit dem Weiß, das hat schon was abgespacedes. Also das ist halt schon, deswegen wollte ich den Blaster unbedingt haben. Und das messen wir den mal. Dann will ich ein bisschen gucken, dass er den Schlitter aushält, weil der misst noch Maße. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, hat gleich zweimal Zeit. Da geben wir dir nochmal eine Chance, das passt nicht. Da habe ich bloß das Ohrpfeil rausgeflogen. Muss mal lernen, wie man
Gut, wobei ich dann auch nicht weiß, welcher Messwert dann nicht passt. Ui, der hat 23,4 und was haben wir? 22,6. Ich habe gedacht, das wäre der schwächste von denen. Aber deswegen schießt der so gut. Das kann sein, dass das für einen anderen Markt bestimmt war und da einfach ein bisschen mehr Gott. Greifen wir die noch. Das. Und dann. Das ist halt der Schlitterober, das ist schon cool, wenn man das. Vor allem, wenn man das. Das hat so einen richtigen Rückschlag, wenn man Rückstoß, wenn man das trocken feuert, also ohne Pfeile feuert. Ich weiß nicht, ob der deutsche Begriff dafür Trockenfeuer oder Leerfeuer. Ich weiß nicht, was da der korrekte Begriff dafür ist. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Wenn ihr dann schon unten seid, dann lasst ein Abo da, drückt das Längerle. Ist doch klar. Aber das ist, also das sind so meine 3 Lieblingsblaster auch von der Reihe, deswegen habe ich sie alle 3. Und die 2 sind, glaube ich, ziemlich ähnlich gewesen jetzt. Also so plus minus, was war das? 20,5 und irgendwas. 20, irgendwas, oder? Ja, aber irgendwas um die 20, aber der mit 22, mit 23,4 hat er, 22,9 hat er im Mittel gehabt. Über 3 Messwerte. Ist jetzt nicht, also nicht 100% wissenschaftlich, aber ihr werdet es überleben. Aber ich habe den auch gekauft, also das macht auch Spaß, auf Strecke mit dem zu schießen. Das ist halt schon ein groß Blasterle. Und irgendwie brauche ich da mal einen Anbauteil da vorne. Da wäre so Zielfernröhrle oder irgendwie was, wo dann so nach hinten sich wölbt und dann hier so, also irgendwas, was da muss ich mal was entwerfen, was dem, ja, der Optik da noch den letzten Schliff gibt. Das ist halt, ich finde den einfach schier. Und ich glaube, der einzige Blaster, den ich gerne hätte noch von der Reihe, wäre da gibt es ja noch einen mit Hebele, mit 4 Schuss. Den überlege ich noch, also wenn ich den irgendwann mal günstig finde. Und das fällt mir gerade auf, das ist aber wackelig. Das hier, da hat der Griff spielt, deswegen. Ja, aber da gedacht, das ist gerade aber ein bisschen laut noch und auch nicht ablenken lassen. Also wenn ich den noch gerne hätte, da gibt es von der Reihe, ich glaube, den mit Schwungrädel, das ist der Desolator oder sowas heißt der da. Den fände ich auch, das sieht auch so ein bisschen aus wie der da mit orangem Sichtfenster und in weiß. Das muss ich mal gucken, vielleicht finde ich den irgendwann mal. Ich glaube Raven oder sowas im Verschnitt. Also, oder als anderes Design. Und gerade den mit Hebele, mit 4 Schuss, mit Smart AR. Also mit klugen Luftrestriktor. Oder wie auch immer das heißt. Aber ja, das ist jetzt meine Doomlands-Sammlung. Oder bisher. Sollte da was dazukommen, dann gucken wir es uns wieder an. Weil das ist. Und irgendwann mal habe ich vielleicht eine schöne Wand, wenn ihr ein Studio da habt, oder ein größeres Studio habt. Und dann kann ich euch das besser präsentieren. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Plastron, beim Bestler. Euer Blaster-Ingenieur.